Aus Verlach komme ich. Wohne aber schon seit 2003 in Klagenfurt. Ich mache das da gern. Für mich ist das wie ein zweites Zuhause. Ich gehöre einfach dazu. Ich war schon bei Peter Kuchen immer da. Bei jedem Umbau war ich mit dabei. Wo wir die WCs neu gemacht haben. Dann, wo wir all das Dach neu gemacht haben. Die Küche umgebaut. Den Aufenthaltsraum, den Seminarraum. Ich habe immer die Arbeiter betreut mit Essen und Trinken. Das mache ich auch bei den Gruppen gern. Das sind ganz verschiedene. Es war der Bundespräsident schon da, der Fischer. Es waren alle da. Der Sobotka. Die Meier Haderlapp sowieso. Die war damals mit dem Bundespräsidenten auch da. Ja, das sind immer wieder verschiedene. Manche sagen gar nicht, wer sie sind. Das kriegt man oft erst hinten noch heraus. Und die Gruppen sind auch alle sehr nett. Auch die Schulgruppen. Ich treffe meist den Heinzi Urbancic, dem fällt die Ziele. Die sind immer wieder da, weil sie alles auch machen, was heraus zu machen ist, vom Rasenmäher angefangen. Ich tue halt dann alles zusammenputzen und so. Ich schaue, dass immer sauber ist, dass die Blumen angesetzt sind. Das ist so meine Aufgabe. Da habe ich viele Wochenenddienste gemacht, weil da waren noch nicht so viele Leute, die das gemacht haben. Und das ist erst jetzt die letzten paar Jahre, wo das mit den Schulen so gut klappt. Und das ist super, finde ich, dass die Jugend das auch mitkriegt. Und darüber geredet wird. Sie lernen, dass Widerstand was bringt. Eigentlich meine Urgroßmutter hat nur Slowenisch geredet. Die hat kein Wort Deutsch können. Die ist aber leider 1950 schon verstorben. Die habe ich nie kennengelernt. Und uns ist das Slowenische nie weitergegeben worden. Und ich habe meine Kinder eben vom Kindergarten an Slowenisch lernen lassen, bis zur Matura. Bei mir haben alle in Slowenisch maturiert. Die lernen alle Slowenisch. Weil das auch eine Sprache ist, was du brauchen kannst. Meine sind viersprachig aufgewachsen, vom Kindergarten an. Italienisch, Englisch, Slowenisch und Deutsch. Ich habe es auch ein bisschen gelernt. Ich verstehe zwar viel, aber reden kann ich eben wenig. Weil ich damit nicht aufgewachsen bin, leider. Das bedauere ich schon. Weil meine Oma hat immer schon gesagt, du bist wie die Uroma. Wir haben immer Angst gehabt, dass wir vertrieben werden. Wegen die Juden und so. Aber du bist noch ärger, hat er gesagt. Du bist auch so gegen den Widerstandig und alles. Und bist Mitglied im Partisanenverband und überall. Und dem Druschfuhrverein Berschmann. Für meine Oma war das so, sie hatte müssen in ihrem Geschäft, damals in Halberstadt hat sie gelebt, hat sie müssen aufhängen die Tafel, Juden werden nicht bedient. Und sie hat halt die Juden am Abend daheim bedient. Und die Uroma hat immer gesagt, wir werden bald im Knast. Zumindest im Konzentrationslager landen. Es ist Gott sei Dank nie dazu gekommen. Aber sie hat immer müssen die Juden im heimlich die Heim machen und alles. Weil das verboten war.